Guten Tag, Herr Leid. Guten Tag. Weiter geht's mit Hightail. Und wir haben gerade so in der Vorbesprechung, ja, was machen wir denn heute? Ich habe ja nichts mehr zu tun. Ich habe ja hier alles gegeben. Hier, schön. Ein Dino, der alles niederwalzt, haben wir hier. Und dann sagt die gute Diora so, ja, komm doch mit mir. Weißt du, die hat ja so ein hohes Stimmchen. Ja, komm doch mit mir. Kannst du den Wassergraben auffüllen? Weißt du, so ein Wassergraben, der ist ja ganz ratzifatzi aufgefüllt. Ja, super. Habe ich mal richtig Bock drauf. Sag ich mal, Alter, der ist aber schon gut voll, hey. Okay. Wie es der Zufall so will, habe ich 3 Eimer Wasser hier. Oder 2. Ja, also das ist auf jeden Fall viele leere Eimer. Also da habe ich volle Eimer. So, Wasser, Wasser. 3. Und dann gehe ich mir da drin noch ein paar holen. Die habe ich ja gerade erst weggesteckt. So, gucke. 5 Eimer Wasser. Oh, das ist witzig. Hier vorne ist noch Tag und hinter uns wird es gerade dunkel. Oha, das ist Ich bin schlecht. gerade in den Sonnenuntergang reingelaufen. So. Okay. Dann, also, wo ist es dunkel und hell? Da Ja, ist da wo hell. das Wasser ist, ist es jetzt schon quasi. Also, Wahnsinn. Einfach reinleeren. Ja, da wo, ne, du siehst ja da die Kante, die eine da so. Du nimmst ja so auf den Block und dann, so dass es die Höhe hat. Ich verstehe keine. Also, ich leere es irgendwo hin und es passiert nichts. Ja, du musst es schon dahin leeren, wo noch nichts ist. So, da. Am besten auf den Boden zielen. So. Also quasi hier hin. Ja. Das ist aber. Jetzt pass auf. Ich habe hier folgendes Problem. Ich habe hier einen Cursor und ich habe den Henkel vom Eimer. Und die sind genau ein Feld entfernt. Wenn du mal wieder da rausgehen würdest, genau Ja, da. immer auf den Cursor gucken. Nee. Also hat sich zumindest jetzt mal nichts getan. Okay. Ja, dann lass. Dann mach Feld. Ja, ich hol einfach. Wie wär's, wenn ich dir die Eimer hier hinstelle? Oh, das ist natürlich auch sehr nett. Also, ja, ich muss die erstmal voll machen. So. Sonst nichts zu tun. Kann man das Wasser nicht aus dem Feld nehmen oder ist das dann weg? Dann ist es weg. Das ist schlecht. Denk dann aber fangen dran, wir hier halt an. unterzutauchen beim. Einmal Wasser, zweimal Wasser, dreimal Wasser, viermal Wasser, fünfmal Wasser. Okay, das wird die beste Folge überhaupt. Yay! Wir Haben werden, sich doch hier alle schon gefreut drüber. ja, alle. Hier, ihr macht immer so spannendes Zeug. Das ist ja nix. Wie soll man denn da in Ruhe chillen, wenn ihr dauernd Rehe fangt oder Dinos sogar oder Haus verbessert? Das geht ja gar nicht. Was soll denn das? So. Da, komm her, Jessie. Moment. Meine Axt kriegst du nicht. Kriegst einen Eimer Wasser. Und noch einen Eimer Wasser. Falsche Richtung. Ja, da vorne kannst du dir schon die neuen leeren holen. So, Moment, ich habe noch einen Eimer Wasser. So. Okay, wo sind die leere? Ah, da hinten. Da. Gut. Ja. Okay. Moment, das ist gerade ein bisschen doof. Ich muss das ein bisschen streamlinen. Und zwar muss ich in die Einstellungen. Ich glaube unter Gameplay. Ah ja, genau. Bevorzugte Aufsammelorte. Waffen und Werkzeuge in die Hotbar, Verbrauchsgegenstände, sonstige Gegenstände. Ist ein Eimer sonstiger Gegenstand? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen, ja? Warte mal kurz. Auf was? Achso. So, jetzt pass auf. Ja, scheinbar ist es nicht sonstige Gegenstände. Also muss ich da jetzt nochmal reingehen. Was ist denn das hier für eine Kacke? Okay. Also. Sonstige Gegenstände war es nicht. Verbrauchsgegenstände. Nein, Hotbar. Probieren wir es aus, ja? Na, das war's auch nicht. Ihr seht mein Problem, ja, was ich gerade habe. Oder Ja. landen Eimer immer im Inventar? Ich habe keine Ahnung, aber. Landen Das sie wäre bei halt dir in nicht. der Hotbar? Nee, glaub nicht. Na, siehste. Vielleicht ist ein Eimer ja ein Rüstungsteil.
wäre halt schön zu wissen, wie die Items einkategorisiert sind. Bei manchen steht es ja dabei, aber bei manchen musst du dann halt extra. Ja. So, geh mal weg da. Ich habe hier was zu tun. Ja. Okay. Wir kommen der Sache näher. Irgendwas habe ich gerade richtig gemacht. Ich weiß aber noch nicht genau was. Das müssen wir nachgucken. Und zwar Verbrauchsgegenstände oder feste Blöcke. Ich tippe mal. So, jetzt probieren wir wieder. Aha. Es ist ein fester Block. Okay? Okay. So, und wie viele Eimer habe ich jetzt hier vorrätig? Das ist ja Wahnsinn. Nee, wir gucken. So. Dann legen wir mal los. Kann man nicht irgendwie eine Wasserpumpe? Oh. Wo? Wenn du ein Loch reingemacht hast, lass es einfach. Ja, ja. Ich kümmere mich drum. Hä? Wo ist der Eimer hin? Hä? Hast du ihn wieder auf den Boden gestellt? Ah, Ah ja. jo, da steht er. Die Finger jetzt meiner. Ja, ja, Loch reingemacht. Okay. Boah, also ich glaube, andersrum gehen geht schneller. Muss man jetzt so genau hüpfen, so. Ach so. Was machst denn du eigentlich da? Also jetzt mal, also so. Ja, 2 Eimer habe ich noch. Weißt du, du gehst mir halt auf die Nerven. Das schickst du mich Wasser holen und dann rennst du mir entgegen. Und ich habe dann keine Eimer mehr. So, ich muss mich hier konzentrieren. Das sind viele Tasten, die ich drücken muss. So. Gib mir mal leere Eimer. Hast du nicht noch leere Eimer? Das ist doch Kacke hier. Okay, 2. Ich gehe jetzt die 2 leere Eimer da. Na, nicht da lang. Da lang ist Kacke. Ich tue es einfach da hinten aus dem Wasserteich raus. Du willst das alles auffüllen? Ja. Also die Höhe jetzt erstmal. Ich weiß noch nicht. Ich glaube höher. Also bis oben hin, meine ich? Nee, ich glaube höher gehen wir nicht. Okay. Ja, ich Das muss doch mal schnell reicht gucken nicht. hier. So. Nach dem Motto, man weiß, was du meinst. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist voll das lame. Hast du eine coole Geschichte, die du erzählen könntest? Ich bin ITler. Ich mach ich mach quasi alles. Interner Haussupport. Ich könnte Geschichte Was ist jetzt, erzählen. erzähl doch mal eine coole Geschichte. Dass die Jugend heutzutage nicht mehr weiß, wie man Sachen abspeichert oder wo man Sachen abspeichert. Ja, erklären Sie. Nicht nur Stichworte geben, du kannst ruhig mal ein bisschen erklären hier. Nee. Morgen wieder, heute nicht. Ach, da guck. Sie ist zu müde zum Lästern. Okay, dann habe ich jetzt Ja. noch eine coole Geschichte zu erzählen. Ich habe ja, glaube ich, mal erwähnt, dass ich gestern krank war. Und jetzt bin ich ja aber ein guter Kerl. Und ich weiß ja, wie tröge das ist, wenn ich nicht fit bin. Da weiß ja, die Frauen da, die wissen ja dann gar nicht, was sie machen sollen. Ohne Männer, weißt du, sind die ja komplett aufgeschmissen. Da wissen die ja nichts mit sich anzufangen. Ist ganz klar. Und deshalb... Moment. Wollte ich mit Jessie... Die war halt so im Labermodus. Und ich war aber halt zu krank. Und ich habe auf der Couch gelegen und gepennt. Versucht. Aber ich wollte ja mit ihr reden, so. Aber mir ging es halt wirklich dreckig, muss ich dazu sagen. Mir ging es wirklich, wirklich dreckig. Ja. Aber sie war halt, weißt du, ich komme halt nach Hause und ich will es ja ein bisschen erzählen und sowas halt. Was ist denn hier los? Wieso hänge ich denn? Und deshalb habe ich anstatt ja und ach so und wie ist das jetzt? Aha. Weißt du, so normale Konversation habe ich halt, also ich erzähl's mal, wie ich das empfunden habe, ne? Ich habe dann halt mich mehr oder weniger so nonverbal geäußert. Sag mal, habe ich gerade meinen eigenen Eimer aufgenommen? Nein. Ja. So.
Also, zum Beispiel war da dann auf YouTube, haben wir so geguckt und dann, ich gehe jetzt einfach mal so. Dann hast du noch einen Eimer übrig. Da war auf YouTube einer, der dann einen Hahaha-Witz gemacht, weißt du? Und dann wollte ich halt mitlachen, um zu zeigen, da ich guck mit dir zusammen YouTube und wir lachen über das Gleiche, weil wir ja ein Pärchen sind, da lacht man über die gleichen Sachen, ja? Und deshalb, ich konnte ja nicht lachen. Also mir ging's ja dreckig, mir ging's ja wirklich dreckig. Und hab dann halt so, also meine Interpretation ist, dass ich also so, zu mehr war ich leider nicht fähig. Aber in meinem Hirn war das war schon ziemlich viel, ne? Also das war schon sehr verständlich, was ich hier will. Ich müsste weiter an den Rand gehen, denke ich gerade. Moment, einen habe ich noch, so. Okay, nächster Tag. Oder abends, ich habe keine Ahnung, ich habe da nicht mehr viele Erinnerungen dran, mir ging es irgendwie dreckig. Kriege ich dann halt gesagt, na wenigstens machst du mal was anderes, also heute Morgen ging es mal wieder besser, machst du mal was anderes, wie nur die ganze Zeit auf der Couch zu liegen und zu stöhnen. Wo hab ich denn gestöhnt? Ich habe Konversation betrieben. Verstehst du? Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist jetzt nicht irgendwie ein dummer Spruch. Nee, ich wollte halt wirklich so ein bisschen... So, was man halt so macht. Man guckt zusammen und dann lacht man zusammen und sagt zusammen, aha, so. Und das habe ich halt getan, aber ich war halt zu fertig. Es ging halt nicht mehr wie, aha. So, weißt du? Aber ihre Interpretation war, dass ich hier todsterbenskrank bin und gleich krepiere. Ja, So. also das hast du mit aha. Das klang mir so nach einem... War aber nicht so. Ja, Was ist das für eine also es Kacke war hier? schon, eins muss man dir lassen, es war halt wirklich schon, also wenn irgendjemand was Lustiges gesagt hat, hast du schon wirklich so reagiert, aber es war nicht so, wie du gedacht hast, dass Doch, du reagierst. war es wohl. Du kennst halt den Unterschied zwischen, also ich merke schon, ne, ist schön und gut hier so rollenmäßig bei uns, dass das da ein bisschen wild ist, aber es gibt halt dann doch Sachen, die ich als Mann kann und das ist halt nonverbale Kommunikation. Da ist halt ein Grunzen, das hat halt schon eine Aussage. Mhm. Hey, gestern war ich auf dem Klo, ne, auf Arbeit, da hat sogar Grunzen und Geschmäckle gehabt. Okay, das ist jetzt eklig. Egal. So, wollte ich halt nur mal erwähnt haben. Sie empfand es als, oh weh, er krepiert mir gleich. Ich empfand es als, ja, ich betreibe hier Konversation, ich tue hier gerade eine Familie unterhalten, sozusagen. So kann man sich täuschen in einer Frau. Die versteht mich einfach nicht. Mann, ey, ich habe wirklich mein Letztes gegeben. Mehr ging nicht. Oh, Graben ist voll. So. Ja. Dann haben wir jetzt wieder was ein. Hey, ich brauche Eimer. Ja, ich habe doch gesagt, Graben ist voll. Wie? Krass. Okay, wir haben gerade Ebbe. Das ist der traurigste Graben der Welt. Okay. Ja, also jetzt komm. Zumindest bis hierhin. Also das da noch, ne? Bis hierhin. Könnte man noch machen, oder? Du weißt, was das heißt. Ja, also ich sehe, dass wir noch eine Viertelstunde haben. Und wir brauchen ja auch mal, weißt du, bei den 10 Millionen Zuschauern, YouTube kommt gar nicht mehr hinterher mit den Millionen, Milliarden Abos, die ich täglich kriege. Irgendwann sind halt die Zahlen zu Ende. Und deshalb braucht man auch mal was, dass das mal ein paar weniger Abonnenten werden, weißt du? So, deshalb müssen wir jetzt mal eine Folge machen, um unsere Abonnentenzahl zu verringern, weißt du? Gut. 1, 2, 3. So, das reicht mir. Ja, sonst habe ich wieder alle Eimer so, das ist doof. Ich will das immer so halbe haben. Ich habe eher ein. So.
Okay, jetzt wieder hoch. Ja, ich mache hier alles voller Löcher, merke ich gerade. Naja. Es geht ja jetzt zu reparieren. Ja, da braucht man dann nochmal. Das haben wir was zu tun für die nächste Folge. Da tun wir dann 30 Minuten Löcher im Wasser reparieren. Uah. Mal erzählt, dass man mal, früher. Es gibt ja diese Kracher. Knallkörper. Ne? Achso, Moment. So. Und da gibt es ja welche, die so eine braune Papierschnur, Zündschnur haben, sag ich mal. Und es gibt welche, die so eine grüne Schnur haben. Und die grüne Schnur ist quasi wasserdicht. Du kannst also an eine Wasserstelle gehen und kannst die mit der grünen Schnur anzünden. Und sobald sie gescheit brennen, kannst du hingehen und kannst, die halt ins Wasser fallen lassen. Und dann dauert es so 2-3 Sekunden und dann macht es halt nicht Bumm, sondern Puff. Und ganz dumpfes Puff und es spritzt Wasser. So, das kannst du machen. Und wir haben halt mal wir waren an einem See. Moment, ich muss jetzt wieder überlegen, welche Taste ich drücken muss. So. Wir waren am See und haben da Kracher haben wir dabei gehabt, ne? Mit grüner Zündschnur und haben die dann halt 2-3 ins Wasser geworfen, das Puff macht. So Silvester. So. Ja, jedenfalls, das war schön. Haben wir gemacht. Jetzt stelle ich wieder das Zeug hier hin, meine Eimer. Was ist denn das für eine Kacke? So, Moment. Ich hänge hier manchmal auf dem Boden fest. Ich verstehe nicht ganz warum. Weil es halt so ist, keine Ahnung. So, und dann haben wir das halt ordentlich gebufft. Natürlich im Dunkeln, ist ja klar, ne? Soll ja jetzt keiner irgendwie uns sehen, wie wir hier irgendwie im Juni oder sowas war es bestimmt. Es war auf jeden Fall Sommer, wie wir da Feuerwerkskörper zünden und ins Wasser schmeißen. Auf jeden Fall kam dann halt, wie das halt so ist. War Silvester. Nee, es war nicht Silvester. Oh. Hä? Okay, erklär es mir. Redest du jetzt von Pirmasens? Nee. Dann war ich da nicht dabei. Ja, richtig, habe ich auch nicht gesagt. So. So, jetzt pass auf. Siehst du, hättest du mich weiterreden lassen, ja, statt mich so forsch zu unterbrechen. So, dann haben wir die halt gezündet und dann kam halt nee, das war nicht die Frau Pansen. Jeder kennt die Frau Pansen und hat dann halt gesagt, ja, ihr habt da drüben, wenn ihr was kaputt gemacht habt, ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß, wo dein Haus wohnt und du bist doch der Sohn vom Sohn so. Hat sogar gestimmt, sie kannte mich wirklich. Scheiße. Und wenn da morgen irgendwas kaputt ist, dann kriegt er la. So. Ja, und wir natürlich, der versucht zu erklären, wir haben gar nichts weggesprengt, wir haben die ins Wasser geworfen. Die wusste aber nicht, dass das wohl geht, weil wie soll denn das funktionieren? Ins Wasser werfen, weißt du? So, auf jeden Fall hat sie uns halt als Kiddies ordentlich rund gemacht, weil wir halt Sachen in die Luft gesprengt haben. So. Das war eine mega lange Geschichte. Was ich damit sagen will, ist, in Hightail hätte sie recht gehabt. So, das war jetzt der Satz. Auf das arbeite ich jetzt seit 30 Minuten hin. Und soll ich euch was sagen? Genau so, wie ich Geschichten erzähle, mache ich auch Liebe. Brauche eine halbe Stunde, bis ich zum Höhepunkt komme. Ja, darum gehen wir noch hin. Was? Was? Ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, aber ich habe es auf Video und ich warne dich, wenn das jetzt nicht was richtig Cooles war. Pausen sind wichtig. Pausen sind wichtig, okay, das stimmt wohl. Okay. Oh, hopp. Ach ja. Sind wir schon voll? Nee. Wie viel braucht man noch? Oh, alle. Aua. Also da ich ja in der Mitte nichts wirklich machen kann, weil mir da ein Block fehlt, 30 vielleicht noch? Es ist schon so schlimm, dass es schon außerhalb vom Wasser... Oh. Nee. Ich habe gerade gedacht, dass ich das Wasser hier so weit weggemacht habe, dass es schon ein Ding tiefer geworden ist. Ich habe den Nullpunkt um -1 verlegt, glaube ich.
Also nicht den okay. Nullpunkt, normal Null. Das meine ich. Okay. Nee, glaube ich nicht. Also zumindest standen da auch Büsche. So, habe fertig. Wo bist du? Ja, ich bin noch hier unten. Ich habe auch nicht gemerkt, dass da schon wieder Eimer waren. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Ach. Das kriegen wir hin. Wir haben noch 10 Minuten. Hast du noch ein paar lustige Geschichten für mich? Ja, warte, du musst es schon so, dass ich sie auch fange. Okay, danke. Lustige Geschichte. Ja, mein ehemaliger Ausbilder zum Beispiel. Ja. Wir haben da so einen elektrischen Hubwagen. Wir, Hubwagen. Miep, miep. Ja. Okay. Au. den hatte er benutzt. Und ist damit gegen eine Tür gefahren. Holztür oder Metalltür? Metall. Hänge geblieben. Ist die Tür verbogen? Ging. Aber frag mal nach seinem Fuß. Wieso Fuß? Ey, das Ding ist an der Tür hängen geblieben, ist zurückgebounced und ist ihm über den Fuß gefahren. Er hat also quasi hingekriegt, sich selbst über den Fuß zu fahren. Ach, das war so ein elektrischer Schiebehubwagen. Also keiner zum Draufstellen oder draufsetzen. Nee, zum Schieben, ja. Also, aber halt Oder elektrisch. ziehen Ja, halt. okay, klar, ja. Also, okay. Naja. Also, als du jetzt gesagt hattest, so, ja, da ist dann gegen eine Tür gefahren, habe ich so gedacht, ja, scheiß drauf. Wir haben früher in meiner Lehrzeit, habe ich mit den Dinger Boxauto gespielt. Mit einem Kollege. Wieso habe ich eigentlich nur 4 Eimer? Egal. Ja, also wir hatten, ich habe in einer größeren, ich war ja mal Bäcker, habe auch Bäcker gelernt. Ne? Und in der Lehre dann, da gab es halt welche, wo man sich draufstellen kann. Also konntest du unten dann so einen Fuß wegklappen, sag ich mal. So Elektrohubwagen. Das sind neue Eimer. Und dann gab es welche, wo man sich nicht draufstellen konnte, wo einfach nur elektrisch waren. Aber man konnte sich draufsetzen. Und das Lustige bei denen, wenn man sich draufsetzt, da ist ein Aufkleber drauf, wo drauf steht, bitte nicht draufsetzen. Und genau auf diesem Aufkleber, wo drauf steht, bitte nicht draufsetzen, da sitzt man dann drauf. Okay. Ja, also, Clever. ja, dann siehst du ja nicht mehr, dass man sich da draufsetzen soll. Ja, clever, gell? So, und dann sind wir als Lehrlinge natürlich morgens um 5, es war samstags, da waren dann schon, die Nachtschicht war dann schon weg. Und dann war da eine große leere Lagerhalle, schön gefliest alles. Oh, das war eine dumme Idee. Naja, Moment, ich muss den da runterwerfen. Ja, das dachte ich mir. So, Moment. So. Und waren dann halt schön gefliest, die Lagerhalle. Und dann haben halt der andere Lehrling und ich haben halt, naja, er auf der einen Seite der Lagerhalle, ich auf der anderen Seite, da sind wir uns gegenseitig Boxauto gespielt. Und das hat halt ordentlich geballert in der Lagerhalle. Also so richtig. Ich meine, es war halt in dieser Halle alles gefliest quasi, außer die Decke. Aber es hat halt so richtig geballert. Und irgendwann kommt dann halt der Fuhrparkleiter und hat halt gesagt, wenn morgen eins von den Dingern kaputt ist, fliegt er alle beide raus. Wir haben nicht bedacht, dass da ja noch einer da ist. Wir sind übrigens beide noch da. Ah, scheiße. So. Ist schon wieder am Futtern. Ja, ich darf die Eimer nicht zuerst nehmen. Weil sonst habe ich die ja nicht im Inventar. Doch, hab ich. So. Und ja, wir sind beide noch da. Ja, War nicht kaputt, die Dinger halten was aus. Du bist immer da. Ja, aber ich war danach noch 20 Jahre da. Von daher. Ja, erstmal geflogen. Und einmal, wir haben so Hochdruckreiniger, also so eine Nasszelle, ne, wo halt so abgeschlossen ist, so, wo halt dann Hochdruckreiniger drin sind. Und auch wieder, obala, samstags arbeiten, okay, Lehrlinge, was machst du Dummes? Stehst halt zu zweit in dieser Nasszelle, da waren 2 Hochdruckreiniger, stehst zu zweit in dieser Nasszelle und die Dinger, die hatten hohen Druck, diese Hochdruckreiniger. Also das ist nicht so, das dürft ihr euch nicht so vorstellen wie die, wo man so im
im Bauladen oder wie das heißt, so im Hornbach oder so kaufen kann. Sondern die Dinger haben Druck. Wenn du die in einer Hand hattest und du hast die Taste gedrückt, dann hat's dir halt vom Rückstoß den Arm zurückgebogen. Also jetzt nicht den Arm gebrochen oder so, aber du konntest nicht mit einer Hand so locker aus dem Handgelenk das Ding halten. Das ging nicht. Du musstest da wirklich 2 Hände für nehmen, weil da war halt auch nicht Druck drauf so. Und ist aber auch eigentlich unerheblich. Auf jeden Fall der Kollege, nee, ist nicht unerheblich, jetzt kommt's. Der Kollege wollte da cool stehen und das halt mit einer Hand machen. Und das Ding flutscht ihm halt aus dem Handgelenk und er spritzt an die Decke. Über mir. Und dann spritzt er halt mit dem Hochdruckreiniger an die Decke und 5 Sekunden später regnet es dann und ich werde klitschenass. Yay. Fand er witzig. Dann habe ich dasselbe bei ihm gemacht. Fand ich witzig. Und dann, End vom Lied ist, dass es November war oder so. Und wir beide dummen Lehrlinge stehen da klitschnass in der Nasszelle. Ich meine, es ist immer noch eine Bäckerei. Hat aber trotzdem dafür gereicht, dass wir klitschnass waren. Und ja, dann kam halt der Schichtleiter oder der damalige Ausbilder hat gesagt, wenn am Montag einer krank ist, fliegen alle 2. Irgendwie, es ist, ich muss dazu sagen, ne, also es war keine Bäckerei, wo du wegen jedem Scheiß rausgeschmissen wurdest. Aber vielleicht haben wir es als einfach übertrieben mit unserem Scheiß. Das kann natürlich sein. Fakt ist, wir kamen Montag natürlich beide auf Arbeit und es ging uns beide richtig dreckig. Ich hab einen vergessen zu probieren. Wo denn? Also, Nee, egal. ich hab noch nicht probiert. Ja, es ging uns beide richtig dreckig. Also wir waren beide voll Erkältung gehabt und sowas. Aber wir sind arbeiten gekommen, weil wir nicht wollten, dass der andere rauskommt. Ach ja, so ist das. So, okay. Haben wir jetzt genug Storys von der Jugend? So. Gut. Es passt auch gerade, wir sind bei 27 Minuten. Wie sieht's bei dir mit Wasser aus? Also, der Rand ist alles fertig, gefüllt, so ein bisschen ausbessern, aber wirst du ab. Moment, ich komme hier nicht mehr hoch. Was ist denn hier los? Hier. Ah! Du bist ja immer hochgekommen, laber doch nicht. Hä? Achso. Siehst du, da hat's dran gehängt. So. Müssen wir noch ein schönes Abschlussbild machen, ja? Wo bist du denn? Ach, da unten. Was machst du mit der Hacke da? Einzelne Sätze drin. Ja, ich muss doch hier locker schöne Bilder machen. So. Ja, noch reingeklickt. So. Aha. So, ja, ich werde die Eimer. Ich kann sie auch eigentlich einfach wieder runterwerfen, oder? Okay. Wenn ich wüsste, wo sie sind, da sind sie. Ja, aber du musst mir doch trotzdem meine Eimer hochgeben. So, aber es sieht doch gut aus, oder? Das, okay, Moment. Ja, das kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Nur 3 Eimer? Ja, ich habe doch für uns eins zu wenig. Waren das nicht 5 und 4? Ja, ja, ich habe doch für uns einen zu wenig. Ja, aber ich habe dir gerade 4 gegeben und jetzt gibst du mir 3. Guck mal in deinem Inventar. Und ich Oder habe hab ich schon wieder wieder... eine. Oh, da steht noch einer. Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Es ist so dunkel hier. So. Ich habe jetzt auch rausgefunden, warum ich mich unter... Da steht noch ein Eimer. Warum ich mich unter Wasser nicht mehr bewegen kann. Gisela! 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 Weil ich ja eingeschaltet habe. Ich habe keine Waffe in der Hand. Gisela! Gisela! Ich komme ja schon. Ich Ja, habe ja sehr eingeschaltet, dass das Ducken, dass ich da nicht gedrückt halten muss, sondern einmal drücken zum Ducken, nochmal drücken zum wieder hinstellen. Und wenn ich jetzt halt tauche, dann tauche ich an einem Stück. So, wo ist die Gisela? Die ist schon tot. Wie denn? Naja. Die ist hier rausgerannt, weil die Tür Okay. offen war. Die ist so still. Ja, ich merk's gerade. Hä? Alter. So. Ja, du bist aber langsam hier. Ach ja.
So. Ach, guck mal, ich kann ja ein bisschen hier Weizen ernten. Mit Mais. Ah, da war das doch eine Mega-Folge. Ja. War die nicht super interessant? Ja, richtig. Sie war nicht super interessant. Vielleicht denke ich mir noch ein paar Schmankerl aus dem IT-Alltag aus. Du denkst dir noch ein paar... sonst Ja, keine, wo ich zusammenrufe. wo du erzählen darfst, ohne dass du Probleme kriegst. Ja, so in der Okay. Richtung. Oh, das ist natürlich jetzt doof jetzt hier. Okay, das war jetzt natürlich doof. Nein. So. Okay, auf geht's. Okay. So. Ach ja, ich will hier noch was testen. Ich habe letztens gelernt, man kann... Aber wie soll das gehen? Wenn man von hohen Stellen runterspringt und dann kannst du Ducken drücken im richtigen Moment und dann würdest du wohl weniger Fallschaden oder keinen bekommen. Könnte ich ja mal testen. Machst du da gerade neuen Boden rein? Ja, muss ich. Muss halt das Wasser auffüllen. Auf der Ebene. Dann den Boden wieder Dann raus nehme ich und die dann. Eimer besser wieder mit, bevor sie weg sind. So, warten wir mal. Bist du soweit? Mach du zuerst, dann mach ich. Okay. Ich schmeiß deine da runter. Da. So. So. Wo bist du? Ah, Da ist noch einer. Hopp. so. Ja. Guti. Guck mal her, mir gefällt das nicht, dass da das Gemüse da unten drin ist. So, wir sind jetzt aber so ziemlich fertig, oder? Hey, wo hast du die Eimer? Ah, okay. Ich bin doof. So, jetzt probier. Au. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ja. Okay, pass auf, ich renne. Ah, das geht. Ich kann zumindest, ich kann es dir mal zeigen, ich kann zumindest rutschen. Guck. So, rutschen. Rutschen ist rennen und dann bücken. Dann kann man rutschen. Okay. Aber eigentlich soll es auch sowas wie Abrollen geben. Ich muss mal gucken. Nee. Muss mal gucken. Oder muss man da rennen? Okay, ich kann Rennen rutschen. Naja. Okay. Lassen wir das mal einfach. So. Alles klar. Junge, hier ist alles voller Löcher. Ja. Da muss ich hoch. Deutlich schöner diese Arbeit hier, wenn es hell ist. Da sieht man wenigstens was. Hey, Ja, was? Was macht hast denn du der meinen Bogen Bogen da? weggeschmissen? Sag mal her. Wow. Ich hab gar keinen Bock mehr. Naja. Ja, gleich. So. Das kriegen wir jetzt halt noch hin. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ungefähr 30 Liter. So. Auf damit. So. Los, erzähl noch was aus seiner Jugend. Weißt du auch? Ah, du bist ja in der Großstadt groß geworden. Das ist ja voll langweilig. Im Dorf ist viel cooler, wenn du was anstellst. Das Krasse auf dem Dorf ist halt wirklich... Moment. Du stellst was an und du weißt genau, du bist... Also, wenn du gesehen wirst, du weißt genau... So,
Meine Mutter weiß schon davon. Du brauchst gar nicht zu Hause irgendwie hoffen, dass sie das nicht mitkriegt. Nee, du weißt genau, und ich rede noch von einer Zeit vor Handys. Du weißt genau, du kommst nach Hause und deine Mutter weiß schon, was los ist. Die weiß schon, was du getrieben hast. Ja, weil... Was ist denn hier los? Ja komm, füll dich, du Lusch. Weil es ist wirklich so, du läufst die Straße entlang und dein linker Schuh ist offen oder so. Und dann ist da gleich die Anneliese Röhrig oder sowas, die ruft dann bei meiner Mutter an. Ah, ja, dein Sohn, der ist gerade rumgelaufen und dann sein linker Schuh war offen. Wie lässt denn du deine Kinder so verlottert rumlaufen, weißt du? Und das ist halt nicht irgendwie, also ja klar, wenn ich halt irgendeine Kacke halt getrieben habe, ja okay, ne, dann habe ich halt irgendeinen Quatsch getrieben. Und dann hat das halt meine Mutter gesagt gekriegt. Ja. Aber halt so Sachen wie, dass sie dann halt kommen und dass dein T-Shirt nicht in die Hose gesteckt war. Und wegen sowas wird meine Mutter angerufen. Wie läuft denn dein Sohn da rum? Schämst du dich nicht, deinen Sohn so rumlaufen zu lassen? Mutter, ich bin 13. Ich kann ja wohl mit einem T-Shirt rumlaufen, das nicht in der Hose steckt. Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Weil sich dann Leute beschweren. Und die beschweren sich bei meiner Mutter. Und meine Mutter kriegt's ab. Nicht ich, meine Mutter. Weil dann heißt halt, ihr Sohn, die lässt ihren Sohn so verlottert da rumlaufen. Ja, und da merkst du den Unterschied zwischen Stadtkind und Dorfkind. Weil bei meiner Mutter war das nämlich früher so. Keine Ahnung, was sind das? 60er Jahre dann? 60er, 70er Jahre. Und das zu DDR-Zeit. Die hat da gesagt, wie läufst du da rum und sowas. Und hat meine Mutter dann geantwortet, meine Mama wäscht gern. Was hat sie geantwortet? Meine Mama wäscht gern. Ach so. Was hätte ich antworten sollen? Meine Mama steckt gerne T-Shirts in die Hose. Einfach frech antworte. Keine Ahnung. Wer sich eine Nase in Angelegenheiten steckt, die sie nichts angehen. Ja. Einfach Das Schlimmste... auf Aufmerksamkeit Was soll denn diese Kacke da immer? Das Schlimmste ist halt wirklich die Familie mit dem Zeugs hier. Was soll denn da die Familie denken, weißt du? Ja. Und es kam dann halt irgendwann bei mir der Zeitpunkt, wo ich dann halt zu der Familie, also als meine Mutter dann halt gesagt hat, ja hier, die Tante so und so hat angerufen und hat gesagt, du hast das so und so gemacht, mach das nimmer, die hat angerufen und gemotzt, dass du hier rumläufst wie was weiß ich was. Und irgendwann kam dann halt der Zeitpunkt, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, hier Mutter, wenn sie nochmal anruft, sage ich, es ist mir egal. Oder sag mir nochmal Bescheid, wenn sie anruft. Also wie gesagt, es war alles eine Zeit vor Handy. Hey, danke, wo habe ich denn die Beere her? Ja, die habe ich außerdem mit weggeschmissen. Okay, cool. Esse ich jetzt. Und dann war es halt so, dass dann halt hier, wie läuft der rum? Und dann habe ich halt einfach zurückgerufen und habe gesagt, hier, wenn du ein Problem damit hast, wie ich rumlaufe, dann sag's doch mir, nicht meiner Mutter. Ja. Ich bin jetzt, ich war damals schon 16 oder so, aber ich bin jetzt 16. Ich kann ganz alleine entscheiden. Ich ziehe mich morgens ganz alleine an. Meine Mutter hat da gar nichts mehr mit zu tun. Ich mache das ganz alleine. Und wenn ich entscheide, dass ich heute... Was willst denn du hier, du Depp? Ich hau dich mit dem Eimer kaputt. Ich hau ihn wirklich mit dem Eimer kaputt. So. Oh. Und wenn ich entscheide, dass ich heute mit rosa Nagellack und Stöckelschuh rumlaufen will, dann ist das meine Entscheidung. Ja. Ja. So, dann ist das meine Entscheidung. So, gut ist. Und dann hat die sich nicht drüber aufzuregen. Und wenn sie sich drüber aufregt, dann soll sie gefälligst bei mir anklopfen und nicht bei meiner Mutter ein schlechtes Gewissen machen. Ja, da sind Meine dann Mutter aber. ist da und hat mir die Grundlagen der Tugend beigebracht. Hat auch funktioniert. Sag guten Tag, sag guten Abend, sei freundlich zu den Leuten. Und was man damit macht, entscheidest du ab einem gewissen Zeitpunkt selbst. Und mit 16 ist dieser Zeitpunkt definitiv schon da. So. Und das habe ich dir halt so vermittelt und irgendwann war dann Ruhe. Das sind dann aber die Leute. Also, nicht jetzt die Person direkt, aber das sind halt dann die Leute, wenn die Kinder oder die Frau oder sowas verschlabert. Ja, nee, da muss man sich raushalten. Da darf man sich nicht einmischen. Genau, das geht einem nichts an. Was bei Ja. anderen in der Familie los ist, das ist das, was in der Familie passiert, bleibt in der Familie. Außer wenn du lästern kannst. Ja. Ja.
So. Ich mag meine Familie. Ja, wie gesagt, ich habe halt Auch meine Tanten und so alles. Ich habe jetzt nicht die Person gemeint, die du Ja, schon klar. Ne? Ich wollte nur generell. erwähnen, ich komme mit meinen Tanten gut aus. Was vor allen Dingen daran liegt, dass ich fast keinen Kontakt habe. Aber das ist nicht, ich habe keinen Kontakt, weil ich euch nicht leiden kann, sondern das ist meine freie Entscheidung gewesen. Ich habe keinen Kontakt, das habe ich denen auch so gesagt, ich habe keinen Kontakt, weil ich am liebsten zu Hause alleine bin. Und ich weiß von meinem Bruder, dass er halt gern zu meiner Cousine oder meiner Tante und Cousine da halt geht und da Kaffeekränzchen macht. Und das ist voll in Ordnung. Kann natürlich machen, lästert ja auch keiner, ist mir doch egal. Aber ich mache das halt nicht, weil ich das nicht mag. Ich bin introvertiert. Und damit bin ich wohl einer der wenigen in der Familie, der introvertiert ist. Du bist voll, glaube ich. Ja, und ich habe auch, also generell ist es voll. Also, ich weiß Ach so. nicht, ja. Oh, schön. Und das Schlimme ist ja, du bist der Soziale von uns beiden. Ja, irgendwie schon. Ja, also so insgesamt. Ach nö, also ich habe mit meiner Familie keine Probleme. Ja, weil ich halt nicht die ganze Zeit aufeinander hänge, bei den Klatsch und Tratsch deshalb nicht mitmache, weil ich ihn halt nicht mitkriege. Es kann natürlich sein, dass die alle über mich lästern und was macht denn der da? Aber es ist mir egal, weil ich krieg's da nicht mit. Von daher ist doch alles super. Ja, gut. Und mit diesen weisen Worten würde ich mal sagen, beenden wir diese furchtbar spannende Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann freut euch auf die nächste Folge. Da wird man vielleicht wieder was machen, was nicht ganz so spannend ist wie Wasser holen. Okay? Tschüss. Tschüss.